Euer Applaus, Stefan und Peter, kommt ihr rüber? Ja, wem es noch nicht gereicht hat, am 26.11. Brings in der Kölner Sporthalle. Und damit die beiden Brings-Brüder nicht alleine diskutieren müssen über Musik, haben wir natürlich noch Verstärkung eingeladen. Begrüßt jetzt mit mir zusammen Jürgen Drews, Sänger und Moderator der deutschen Schlagerparade, Vilas Pomp, DJ und Remixer, Tom Dokopil, Musikproduzent und Frank Laufenberg, Musikexperte und Moderator. Ja, die Reihenfolge ist okay? Habe ich die Ehre neben dir? Ja, zu meiner Rechten. Hallo, herzlich willkommen. Alright. Hi. Was soll das für eine Sprache sein? Was? Ja. Deutsch. Ah, dann erklär das doch mal. Das würde mich mal interessieren. Da sind wir schon gleich beim Thema, ne? Deutschsprachige Musik. Also bei so vielen Profis und Experten, die zusammensitzen, finden wir vielleicht auch ein paar Antworten auf die Fragen, was macht eigentlich gute und was macht eigentlich schlechte Musik aus. Brings, ihr wart die... Du lachst? Glaubst du, wir finden keine Antwort? Nein. Nein? Nein. Ich bin derselben Wollen- Meinung. Es wird wieder das Gesabbel sein wie immer. Wollen wir schon wieder gehen? Ich bin anderer Meinung. Nee, aber es wird bestimmt. Es wird wirklich, es geht wieder aus wie das Hornberger Schießen. Genau, das ist es. Über Geschmack lässt sich einfach nicht streiten. Wer einen deutschen Titel mag, der soll ihn doch mögen, in drei Teufels Namen. Da immer so lange drüber geredet. Ich verstehe das gar nicht. Ja, aber wir können ja auch ein bisschen reden über neue Tendenzen auf dem deutschen Markt. Das ist was anderes. Das finde ich auch. Das klingt schon besser. Machen wir weiter, das. bleiben wir hier. Gut. Alles klar. Ja, Brings, die Shooting Stars des Jahres 92. Ihr lacht. Was glaubt ihr, was macht euren Erfolg aus? Wissen wir nicht. Wir machen unser Ding und ich glaube, als Musiker sollte man sich nicht so viel Gedanken darüber machen. Also ich sitze mit Stefan viel zu Hause oder mit der Band und so überlegen, was so in der letzten Woche passiert ist und was vielleicht zu erzählen wäre. Und hin und wieder passiert das halt, dass ein Song draus wird. Und wir sind ja auch eine Band, die Deutsch singt. Ne? Kölsch ist ja eine deutsche Sprache. Und ich finde... Also ich persönlich finde eigentlich momentan sehr schade, dass deutsche Musik in unseren Radios und in unserem Fernsehen ein bisschen zu kurz kommt, was aber sicherlich auch mit der Vergangenheit zu tun hat. Und, Ja, ist das tatsächlich so, dass wenig deutsche Songs gespielt werden? Habt ihr Schwierigkeiten? ja, wir haben Schwierigkeiten. in die Sender zu kommen? Wir haben ja zum Beispiel große Kollegen und Leute, die wir sehen mögen, die große Band aus Köln mit den 3 Buchstaben. Und wenn wir in die Sender reinlaufen, wir haben momentan so ziemlich kurz hintereinander 2 Alben veröffentlicht, also wir unseres und die ihres. Und du gehst dann zu den Redakteuren hin, zu den Musikredakteuren, und dann sagen die zu dir, ey Alter, es ist total schwierig, 2 kölsche Singles laufen zu lassen. Die lassen aber 5000 englische laufen, das interessiert die gar nicht. Und das ist irgendwo eine Sache, also die ich nicht richtig verstehe. Aber es dürfte ja eigentlich auch kein Problem sein. Also selbst wenn jetzt ein Bayer oder ein Ostfriese Kölsch nicht direkt auf Anhieb versteht, es ist ja häufig auch so, dass die englischen Titel auch nicht verstanden werden. Ne? Ja, aber französische Titel werden auch nicht verstanden. Ich glaube, Musik muss man nicht immer verstehen und gerade bei deutschsprachigen Leuten. Also ich habe oft die Erfahrung gemacht, wenn du Deutsch schreibst, dann kommen die Leute direkt, packen die Lupe aus und denken, der spricht in unserer Sprache, das muss jetzt wichtig sein, das ist Bullshit. Das muss nicht immer wichtig sein. Der Titel, den wir gerade gesungen haben, das ist ein Liebeslied und Liebe ist vielleicht oder Beziehungen zwischen Menschen sind was Wichtiges, aber es muss nicht immer direkt das Waldsterben sein oder sonst irgendwas. Also finde ich zumindest. Wir haben auch Sachen, mit denen wir uns auseinandersetzen, die für uns sehr wichtig sind, ne? Die mir persönlich sehr wichtig sind, aber wie gesagt, französische, englische, was weiß, spanische Titel laufen in unseren Radiostationen. Bei den Franzosen läuft zum Beispiel unheimlich viel französische Musik, auch englische, aber überwiegend. Quotenregelung, deswegen. Ja. Eine Quotenregelung haben, weil die Das genau gibt's bei uns nicht. denselben Driss hatten wie du. Du sagst aber total genau das Richtige. Die hatten genau dasselbe Problem, dass alle nur sagten, wir spielen die Charts runter aus England, aus Deutschland leider nicht, aus Spanien, aus USA und. Das Französische blieb hinten liegen. Also was hat man von oben, von der Politik her gemacht? Man hat gesagt, der Exportartikel französische Musik fehlt. Wir halten auch das Geld nicht im Lande. Quotenregelung. Jeder Sender muss in seiner Farbe so und so viel Französisch spielen. Das fehlt hier eigentlich in deutschen Land, obwohl wir eine tolle Demokratie haben. So eine Regelung im Gespräch? Nein, ist nicht im Gespräch. Ich finde, weil wir hätten, ja? ich will noch kurz dazwischen sagen, ich finde immer scheiße, wenn Leuten irgendwas aufgezwungen wird. Weil eigentlich ist es schon krank, ne? Weil die Leute müssen das doch wollen. Eigentlich müssen die alle im Radio anrufen, müssen sagen, spielt da mal irgendwas von den Leuten, also wenigstens viele Kids, die ich kenne, die 16, 17 sind, die machen zwar alle Englisch, haben alle Englisch in der Schule, aber ich glaube, dass sie immer nur so die Hälfte von dem mitkriegen, was da erzählt wird. Und eigentlich müssten die Leute das selber entscheiden. Ja, aber wonach geht es denn? Entscheiden Sie es nicht schon selber, indem Sie zum Beispiel ganz bestimmte Platten kaufen und dann werden die
Platten auch im Radio gespielt, also so, dass man da einen Erfolg... Das geht doch gar nicht. Erstmal muss gehört werden, was überhaupt auf dem Markt ist. Und damit rede ich wieder so, wie du auch sagst. Aber wie ist dein Vorname? Peter. Was Peter sagt, ist völlig, völlig richtig. Du musst doch erstmal auf dem Sender gespielt werden, damit das Publikum überhaupt weiß, so eine verdammte Platte gibt es überhaupt. Und wenn sie sich dann entscheiden sollten, eine solche Platte kaufen zu wollen, dann gehen sie in den Laden und meistens werden sie dann abgewiesen und sagen, was? Kennen wir nicht, noch nie gehört, wo sollen wir es gehört haben? Das also heißt, ist das ein Teufelskreis, aus dem man nicht... Ein Circus viciosus, ein Teufelskreis. Vielleicht solltet ihr euch mal bewerben, dass ihr mal bei ihm in der deutschen Schlagerparade spielt, dann... Na, was mich wundert... Würdet ihr hingehen? Müsstet ihr doch eigentlich. Ich glaube, was heißt, würden wir hingehen? Ich glaube, das ist irgendwie nicht unsere... Also nicht, das ist gar nicht eure Welt. Das ist nicht unser Publikum. Das aber ist dass auch, euch das passiert, Peter, ihr seid Rock, das wundert mich wirklich verdammt, weil es gibt eigentlich, das Hätschelkind der deutschen Medien ist eigentlich Rock. Und dass euch es passiert, dass man sagt, ich meine, gut, Bab und euch dann zusammen, verstehe ich viel, dass man sagt, 2 Kölsche Nummern, ja, aber wir sind in Köln. Das ist ja häufig ein Grund, dass man sagt, okay, Rockmusik kann man hören, das muss auch nicht peinlich sein. Bei Schlagern wird es da ja eher anders. Also in Zeichen von Techno und Hip-Hop kann ich mir vorstellen, dass du vielleicht manchmal auch sagst, ich bin es leid, immer nur Schlager zu singen, oder nicht? Nee. Ja, ich komme darauf an, was du für einen Schlager machst. Und ich mache einen Schlager, der meinem Geschmack entspricht, das heißt kommerzieller Popschlager. Ich zum Beispiel kriege ein Problem bei Volksmusik. Da kriege ich das Problem, was viele Redakteure, die zwar Schlager, kommerzielle Sendungen bestücken, in Französisch, Englisch, Italienisch und Spanisch, die kriegen das Problem, wenn es an den deutschen kommerziellen Schlager geht, zum Beispiel Wolfgang Petri oder sowas, komischerweise, oder Marianne Rosenberg oder sowas, und Drews. Ich kriege das Problem bei Volksmusik. Ich würde aber nie dann sagen, weil ich das Problem habe, kann ich es nicht spielen, denn ich weiß, dass eine ganz große, das muss ich noch zu Ende sagen, dass eine ganz große Bevölkerungsschicht hier in Deutschland kein Problem hat, Volksmusik zu hören, und dann sollen sie es verdammt nochmal hören. Und du hast mir recht gegeben, Frank, als du eben sagtest, was labern wir da drüber eigentlich? Jeder hat seinen Geschmack und er muss oder er sollte. Aber du musst doch für dich zum Beispiel auch ein Kriterium haben, dass du für dich sagst, was ist gute Musik? Also das ist ja im Idealfall natürlich das, was du selber machst. Das ist ja bei euch auch so. Und da setzt ja ganz bestimmte Kriterien auf. Bärbel, das muss nicht immer so sein. Wenn man Musik macht, kann man ja auch noch andere Sachen mögen. Rod Stewart zum Beispiel hört bestimmt auch nicht immer seine eigenen Scheiben, sondern hört vielleicht ein bisschen Jazzrock. Ich zum Beispiel höre gern Jazzrock zum Beispiel. Aber das ist nicht unbedingt mein Ding. Ich höre auch gern kommerziellen Schlag. Ich höre gerne Marianne Rosenberg. Finde ich toll. Juliane Werding. Ich höre auch gern seinen Titel mit den Ich glaube, man muss sich so gerade auch als Rockband da nichts vormachen. Zum Beispiel, wenn wir ins Studio gehen oder auch unsere Kollegen, ob die Deutsch oder Englisch singen, um in unseren Sendern gespielt zu werden. Außer du hast großes Glück, musst du dich schon ein ganzes Stück weit auch als Band anpassen. Das haben wir auch erlebt. Wir haben das erste Jahr ins Studio gegangen, haben ein Album gemacht. Naja, aber du setzt dich doch nicht hin und guckst, was ankommt und passt dich in der Form an. Also wenn du eine ganz bestimmte Musikrichtung hast, vertrittst du sie doch auch und verinnerlichst sie. Aber du machst ein Album und ich weiß zum Beispiel den Titelsong von unserem Album, wenn wir den auskoppeln würden, der wird nie gespielt werden in Deutschland. Das ist gar kein Thema, das weißt du vorher. Weil alle Leute, die mit dir zusammenarbeiten, von unseren Firmen, die das anbieten müssen, sagen, das nada, vergesst das, wenn du das raustust, das spielen die nicht. Und im Endeffekt kannst du dann auch als Musiker nicht sagen, ja, da stehe ich hinter, das will ich jetzt und so, dann passiert nichts. Du gehst auf Tour, du willst, dass die Leute mitkriegen, dass du auf Tour gehst. Ich will, dass ich hier sitze, mein Ding spielen kann, den Leuten sagen, ich spiele in der Sporthalle beispielsweise. Das ist ja wichtig für uns. Ne? Du musst an die Leute rankommen. Aber es geht natürlich auch schon so darum, dass wenn du eine ganz bestimmte Musikrichtung machst und dich damit auf die Bühne stellst und damit auch vor ein Publikum gehst, ja auch sagen musst, die Musik finde ich in dem Moment gut. Also ich weiß nicht, wie verletzend ich glaube, das dann ist wenn jetzt jemand sich... Das ist die Grundvoraussetzung, dass du das machst, was du gut findest. Ich glaube, ansonsten läuft das auch nicht lange, weil die Leute das checken. Das Publikum ist ja nicht doof. Ja, willst du noch was? Ja, allerdings, ich kann dem nur beipflichten. Und ich glaube auch, wenn du Volksmusik machst, musst du schon drauf stehen. Und die meisten, ich meine, gut, in Volksmusik kann ich mir nicht so mitreden, aber im herkömmlichen Schlager, der ist ja nah an dem volkstümlichen Schlager dran. Ich habe mich auch öfter unterhalten. Ja, na sicher, aber vor kurzem hat mir ein Redakteur, der kam vom WDR 1, kann man hier sagen, hat mir gesagt, Purple Schulz ist ein Schnulzensänger. Und dann habe ich gesagt, und was hältst du von Pur? Sagt er, ich singe auch Schnulzen. Dann sage ich, und du hast ein Rad ab, aber ein richtiges. Du solltest mit deinem Job erstmal aufhören. Fürchterlich, das war WDR 1-Typ. Vilas, du bist DJ und Remixer. Würdest du einen Applaus für die Aussagen? Würdest du einen Song von Jürgen Drews nehmen oder von Brings und ihn remixen? Nö. Aus welchen Gründen nicht? Nö, einfach... Idiotisch, wenn das täte, dann würde er deinen Job verfehlen. Nö, einfach deswegen, wenn ich arbeite und auch Remixe mache von irgendwelchen Leuten, das muss Musik sein, die mich wirklich berührt. Und ich muss sagen, okay, Respekt an Brings. Beim Jürgen weiß ich nicht, die Sachen sind mir, wie ich finde, irgendwie, wenn ich sie höre, ein bisschen zu aufgesetzt. Kommt jedenfalls für mich so rüber.
Aber ich muss halt irgendwo, ich muss ein Gefühl für den Künstler entwickeln können. Es muss ein Teil von mir werden, die Musik. Und aber dann kann man es machen. musst du Rücksprache halten mit den Musikern, wenn du welche von ihren Arbeiten nimmst? In keinster Weise. Das kommt drauf an, ich tue es einfach. Und wo würdest du sagen, liegt jetzt deine Kreativität in deiner Arbeit? Wo ist das Künstlerische? Du meinst jetzt beim Plattenauflegen? Ja. Das liegt einfach dann. Und auch beim vielleicht mal Remix. ein bisschen erklären irgendwie. Ich arbeite halt mit 2 Plattenspielern, wo ich die Geschwindigkeiten regeln kann und dergleichen. Das heißt, ich kann 2 Platten synchronisieren und jeweils aus der einen Platte irgendwie was rausnehmen, in die andere reinmixen und dergleichen. Das heißt also, ich habe im Prinzip 2 Instrumente, die ich spiele. Ne, und mit denen Also du mache ich ein nennst die Produkt. Plattenspieler in dem Fall dann Instrumente. Natürlich. Also du nimmst natürlich schon was Bestehendes, was natürlich ein Musiker schon geschaffen hat. Das ist richtig. Ja? Ja, aber er setzt ja sein eigenes Ding um, das heißt, er macht es nach seinem Geschmack und deswegen ist es auch wiederum Kunst. Eine Collage, würde ich sagen. Also vergleichbar in der Kunst mit einer Collage. Das heißt, man setzt verschiedene Partikel oder sowas in einen anderen Kontext. Frank, spielst du es Das ist also gern? die Kunst der kleinen Mixer, ne? Der kleine Mixer. Die kleinen Mixer. Ja, die ganz kleinen, das sind die Mixer für die Athleten unter uns. Das sind die auch Kopfstand machen. Ja. Ich habe einen etwas größeren. Der hat dann halt irgendwie so Echo-Delay-Funktionen und so weiter drin. Und damit kann man also noch ein paar spezielle Sachen machen. Ja, aber das kann man in der Diskothek kann man das alles machen. Aber kann man das eigentlich auch als Platte verkaufen? Der Jürgen arbeitet ja originär. Der erstellt etwas. Der schreibt unter Umständen einen Text. Der schreibt eine Musik dazu. Er trägt sie selber vor. Er singt sie aus dem eigenen Halse. Du hingegen mixt mit deinen Händchen ein wenig und hast ein neues Plättchen. Dann würdest du dich eigentlich auch als Musikschaffender Moment. Also, Das war ja das Verwunderliche, ich bin auch die nicht- ich weiß Plattenteller als Musikinstrument zu bezeichnen in dem Fall dann. Ja, Ne? ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie die Burschen heißen. Es gibt so Leute, die machen Mastermixe, die bringen Platten raus, irgendwie, die dann von mir aus 10 anderen Platten bestehen. Sowas machen wir nicht. Aha. Ja, also wenn wir Platten rausbringen, sind das Sachen, die ganz normal bei uns im Studio entstehen, irgendwie teils mit live eingespielten Instrumenten, mit Computer natürlich, irgendwie, ne, mit einem Sänger, der dabei ist und so weiter. Irgendwie, ne. So, wenn wir Platten rausbringen, haben wir vom ersten bis zum letzten Ton alles selber gespielt. Wahnsinn, ne? Super! Das finde ich auch erstrebenswerter, wenn ich ehrlich bin. Ja, ansonsten hätten wir auch so viel Freizeit und wüssten nicht, was wir mit der anfangen sollen. Da würden wir dann auf dumme Gedanken kommen. Ich frage das Anfang dieser Sendung, was schlechte Musik ist. Der Stefan eben, wo er sang, hat er mir das gesagt. Jetzt ist uns eingefallen. Ich glaube, alle Musik, die mit Rechten und Braunen gut zu tun hat, die es ja auch in diesem Land gibt, das ist schlechte Musik. Ja, also wenn wir schlechte Musik suchen, haben wir davon mittlerweile auch Bands in diesem Land, die sehr populär sind, was ich sehr traurig finde. Aber da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das schlechte Musik ist. Brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Tom? Tom? Schlechte Eben, das Texte sind als schlechte schlechte Texte. Musik. Die Musik ist schon austauschbar, glaube ich. Ja, hast du recht.